Parteien sind nur so gut wie die Mitglieder, die in einer Partei sind. Demokratie heißt bekanntlich Volksherrschaft. Aber oft hat man den Eindruck, dass das Volk gar keine Lust hat, diese Herrschaft auszuüben. Sie können nur entscheiden in einer politischen Partei. Und ich sage vielen Leuten, die sich beschweren, kommt rein in die Partei und entscheidet mit, wer bei uns oder in einer anderen Partei etwas wird oder wer es nicht wird. Und es gibt noch ein viel schwierigeres Problem in unserem Gemeinwesen. Parlament kommt aus dem Lateinischen von parlare, reden. Also dort wird geredet und gestritten, das ist so vorgesehen. Aber das mögen die Leute eigentlich gar nicht. In den großen Fragen, die wir zu entscheiden haben, heute Abend sitzen Sie zusammen und sprechen über die Erbschaftssteuer. Wir entscheiden über die Rentenreform, über Gesundheitsreform, Steuerreform, ganz große Fragen, ob wir Soldaten nach Afghanistan schicken. Und da kann man guten Gewissens unterschiedlicher Auffassung sein. Und darüber muss gestritten werden können in einem Parlament und in einer Koalition. Da haben Sozialdemokraten diese und Christdemokraten jene Meinung. Aber wenn das ausgetragen wird, auch wenn das sachlich ausgetragen wird, dann hören wir oft Kritik und sagen, das wollen wir nicht, das ist Parteiengezänk. Selbst in den großen, seriösen Zeitungen findet sich das. Streit in der Koalition, Grabenkämpfe brechen auf. Und das finde ich sehr schade. Am liebsten wollen die Leute ein Machtwort der Kanzlerin. Der Vorgänger Gerhard Schröder war am populärsten, wenn er ein Basta-Machtwort sprach. Schluss mit der Diskussion. Und ich stelle die Frage, ob da in den Köpfen der Menschen, die das wollen, noch der alte Obrigkeitsstaat sitzt. Der sagt, wir hätten am liebsten einen gütigen Kaiser Wilhelm im besten Fall, der das alles entscheidet. Dieses ganze Parteiengezänk wollen wir nicht. Und ist der Eindruck falsch? Die Frage wird man in einer Kirche stellen dürfen, ob der Wähler von uns nicht oft Erlösung statt Lösung von Problemen will. Erlösung, das kann der Pfarrer oder die Kirche anbieten oder versuchen, aber Politik kann das niemals leisten. Das ist eine große Sorge, die ich mir mache, und das ist es, was mich bewegt, dass die Idee der Demokratie bei uns noch zu wenig verinnerlicht wird. Also, beschweren Sie sich nicht über Politik. Mischen Sie sich ein, reden Sie mit. Das ist in diesen Tagen auch bei uns in der Berliner CDU ein ganz altes Thema. Und spielen Sie mit dort, wo die Musik spielt, nämlich in einer politischen Partei. Aber tun Sie das um Himmels Willen in einer demokratischen Partei. Und weil ich eben den Himmel angerufen habe, das wird ja in der Kirche zulässig sein, komme ich zum zweiten Teil meiner Gedanken, nämlich zum Thema Kirche. Mich bewegt sehr, dass die Kirche in weiten Teilen unserer Gesellschaft keine Rolle spielt. Allenfalls eine dekorative Rolle, wenn sie festliche Bedürfnisse befriedigt zu Weihnachten. Wenn die Leute bei mir in Dahlem ihre Kinder an der Hand nehmen und das einzige Mal in dem Jahr in die Kirche gehen, am liebsten in die Dorfkirche, weil es da so schön gemütlich ist. Ich nehme andererseits wahr, dass es zunehmend Offenheit und Neugier bei Jüngeren auf Religion gibt. Jüngere, die Fragen stellen, die plötzlich auf Jugendtage von Kirchen fahren. Was es in meiner Zeit, als ich so war,
habe ich den Eindruck, dass viele dieser Menschen zu wenig von der Kirche abgeholt werden. Und ich habe den Eindruck, dass Kirche häufig zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Mich bewegt, dass wir einen ausgezeichneten Bischof haben, Wolfgang Huber, den ich sehr, sehr hoch schätze. Ein toller Mann und ein toller Kirchenmann. Aber ich habe den Eindruck, dass die Kirche zu wenig daraus macht. Wenn man ihn beobachtet, ich glaube, dieser Tag ist eine Synode, die das Kirchenparlament fast tagt, wo die Kirche sich mit Fragen der Wirtschaftsorganisation beschäftigt. Man hat zu oft den Eindruck, dass diese wichtigen Kirchenleute wie gehetzte Manager durch die Gegend laufen, dass sie unglaublich beschäftigt sind und ausgelastet sind mit den inneren Aufgaben der Kirche, mit der Verwaltung oder, wenn Sie so wollen, der Regierung der Kirche. Unsere Sozialisation, meine Sozialisation, ich bin in Berlin geboren, 1952, fand praktisch ohne Kirche und ohne Religion statt. Religion fand in den Familien, die ich überblicke, einschließlich meiner, nicht statt, weil die Generation meiner Eltern die Erfahrung des Krieges und des Bombenkrieges nicht mit Religion in Deckung bekamen. Und in den 50er Jahren und in den 60er Jahren stand scheinbar Wichtigeres auf der Tagesordnung nach dem Elend der nationalsozialistischen Zeit und der Kriegszeit. Aufbau, Beruf, Karriere, Familie gründen, den VW Käfer kaufen und damit über die Alpen nach Rimini fahren. Und meine Generation, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ich höre das oft, kam mit Religion auch nicht so an, weil wir, symbolisch gesprochen, über Auschwitz erfuhren und die ermordeten Kinder und Frauen und Männer auch nicht mit Religion in Einklang bringen konnten. Erfahren haben wir übrigens nicht, ein großes Manko nicht in der Schule davon, sondern wir haben es selbst uns erlesen müssen. Hinzu kam, dass bei uns ein Religionsunterricht praktisch nicht stattfand. Wir hatten ihn zwar, wir hatten einen Religionslehrer, damals in der Abendschule. Das war der beliebteste Lehrer der ganzen Schule, aber nicht wegen seines Religionsunterrichts. Er war derjenige, der Theateraufführungen organisierte. Und wenn dann mal Religionsunterricht war, hat er uns irgendwas vorgelesen, was aber auch nichts mit Religion zu tun hatte. Kriegsgefangenengeschichten kann ich mich erinnern. Hochinteressant, aber eben völlig unreligiös. Und sage niemand, das hätte sich geändert. Ich habe zufällig heute früh mit meiner jüngsten Tochter darüber gesprochen. Die ist 12 Jahre alt und gerade jetzt ins Gymnasium gekommen im Sommer. Die erzählt das Gleiche. Die erzählt, dass Religionsunterricht daraus besteht, dass die irgendwas spielen und sich gegenseitig was vorlesen. Aber offenbar nicht sehr viel über Kirche erfahren. Da haben wir auch einen Berührungspunkt. Wir kämpfen gemeinsam für den Volksentscheid Pro Reli. Da sind beide christlichen Kirchen ja sehr stark engagiert, dass Religion als Wahlpflichtfach in Berlin an den Schulen wieder eingeführt wird und nicht an den Rand geschoben wird, in die Nachmittagsstunden, wo dann sowieso keiner mehr hin